Grüß Gott, ihr lieben Leidl, wir haben euch was gebracht, was wir uns in der Fremd draußen zusammen haben gemacht. Es ist ein neues Lied mit einem frischen Humor. Es ging ja beim Singen ganz bohrisch ins Ohr. Überall ist uns gut gegangen, nur eines fehlt hat mir. Das war das gute, echte, gsiffige, geschmackige, ewige, sporische Bier. Das war das gute, echte, gsiffige, geschmackige, ewige Spitaler Bier. Der Wein, der stärkt die Glieder, der Shampoo steigt am Kopf, der Punsch, der wirft ihn nieder, der Schnaps nimmt die beim Schopf. Der Tee, der macht man Hitzen, der Kaffee, der regt man auf dem Glühwein muss man schwitzen, kein Wasser mag man drauf. Auf alle die Getränke recht gern verzichten wir. Bringt uns ein Maßal gutes, echtes, giftiges, geschmackiges Sportler Bier. Uns ein Maßal gutes, echtes, giftiges, geschmackiges Spitaler Bier. Und wenn der heut mal krank ist, da liegt er heut so drin. Er will heut gar nichts wissen von einer Medizin. Er bringt heut die nicht runter, es passt nicht in sein Mund. Weil er schon so viel Gesupper hat, kann er nichts mehr vertrauen. Weil er einmal am Sterbebett liegt, ruft er noch voll Begier. Bringt's mir an, hol ein gutes, echtes, giftiges, geschmackiges Spitaler Bier. Bringt's mir an, hol ein gutes, echtes, giftiges, geschmackiges Spitaler Bier.
den Heid auf Brot? Ja, was gibt's den Heid auf Brot? Heid gibt's Arirago, Arirago, Arirago. Ja, was gibt's den Heid auf Brot? Ja, was gibt's den Heid auf Brot? Heid gibt's Arirago, Arirago auf Brot. Noch was Feines von der Daumensau, ein Schweines. Heid gibt's Arirago, Arirago, Arirago. Gibt's denn noch was Feines von der Daumensau, ein Schweines. Heid gibt's Arirago, Arirago.
Kindsein im Hoben. Im Haven Laut sind nur die Kernen schwogern. und Schwogern Alle was da Kindsein im Hoben. am Haven. Laut sind nur die Kernen schwogern. Ja, alle was da hust, da, da, da. Tralala, tralalalala. Alle was da hust, da, da, da. Tralala, tralalalala. Was da Kindsein im Hoben. Im Haven Laut sind nur die Kernen schwogern. und Schwogern Alle was da Kindsein im Hoben. im Haven Laut sind nur die Kernen schwogern. und Schwogern Alle was da hust, da, da, da. Tralala, tralalalala. Alle was da hust, da, da, da. Tralalalala. Okay.
Ja, wir wollen so gern einen geben, doch es ist keiner da, der uns einen gibt. Ja, wir wollen so gern einen geben, doch es ist keiner da, der uns einen gibt. Wo ist der Mann, der uns einen geben kann? Wo ist der Mann, der uns einen geben kann? Wer nicht liebt bei und Gesang, bleibt ein Narr sein Leben lang. Ja, wir wollen so gern einen leben, doch es ist keiner da, der uns einen gibt. Dankeschön, und so nach so einem Lied, wer schon was zum Trinken hat, kann es einmal probieren. Ein Prosit, Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ja, in Vorfreude auf den Bock, den wir heute noch mit der Hochstecker. Ein herzliches Prost! Wir sind vom Wald daheim, das kennt ja jeder gleich. Wenn's von den Bergen heult, da sind wir dabei. Und wenn der Stutz sagt ja, dann sind wir unterwegs. Wir sind vom Wald daheim, der Wald ist schön. Und unser heißer ist, kann uns kein Wind verwandeln, weil wir die Schindel da mit lauter Storch fahren. Uns heißer steht im Wald, der Steiger müssten auf ihn. Wir sind vom Wald daheim, der Wald ist schön. Und den wir immer haben, die machen uns so stolz, sind wir die jungen Mann. Da draus den Kammer holt und schlagt das Herz so laut, sehen wir nicht einmal stehen. Wir sind vom Wald daheim, der Wald ist schön. Wir sind auf Straubing zu, als lustige Bauers gehen, weil wir uns heimelt haben, das war für uns das Recht. Und hat uns Freund noch drauf, haben wir müssen gleich heimgehen. Wir sind vom Wald daheim, der Wald ist schön. Und hat uns Freund noch drauf, haben wir müssen gleich heimgehen. Wir sind vom Wald daheim, der Wald ist schön. In der Früh, wenn der Hahn macht ein Krarer, da strick ich mein Kipferl in Tee. Und bin heut ein Fuhrmann, ein Sparer,
in Peitschen, in Händen und schlau he. Aber ich schrei he, aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, Mr. Aho. Aber ich schrei hi, aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, Mr. Aho. Hopp, Holz, Kohl, schwarze Rappen, eingespannt in einem Viersitzer-Wagen. Hopp, halt mei Freit, wann sie trappen, das konnten die kein Menschen nicht sagen. Aber ich schrei hi, aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, Mr. Aho. Aber ich schrei hi, aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, Mr. Aho. Und die Hopholder Böck saubers Fahrrad ist geschnitzt aus einem Orkanenholz. Sie wascht vor mein Wohn die vier Radl, drum bin ich auf sie gar so stolz. Aber ich schrei hi, aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, Mr. Aho. Aber ich schrei hi, aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, Mr. Aho. Dankeschön. Michael kennt, der Tag und Nacht, die Weiber noch rennt. Der Tag und Nacht, der Tag und Nacht, der Tag und Nacht, die Weiber noch rennt. Im Wald draus dieser Eisenkeile sind 13, 14 junge drin gewesen, des Teufels Nest, des Teufels Nest, des 100.000 Eisenkalben ist. Dankeschön, des Eisenkalben ist. Ja, liebe Gäste, schon in Vorfreude auf den in Kürze bevorstehenden Bottanstich. Ja, die kann man schon mal miteinander was singen. Ihr braucht keinen Text dazu. Der Text heißt eigentlich nur: Jesus, haben wir einen Durst. Und ja, wenn es euch auch nicht so heiß ist, einen Durst haben wir immer, gell? Siehst du, da sind erfahrene Menschen, die wissen das. Einen Durst haben wir immer. Also, Jesus, haben wir einen Durst. Mitsingen! Jesus, haben wir einen Durst!
Jesus haben wir einen Durst. Jesus haben wir einen Durst. Dankeschön, und was können wir da machen? Wir trinken mal, wir trinken. Ein Prosit, ein Prosit, der Göttlichkeit. Ein Prosit, der Göttlichkeit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste da im wunderbaren Spitalkeller. 2 Stunden haben wir jetzt der Klaus und ich den Frühschoppen begleitet. Die folgenden, das sind wir zwar. Und wir machen jetzt nachher vielleicht Feierabend mit der Besetzung, mit unserem ganz traditionellen Schlusslied, wo Sie gern alle mitsingen dürfen. Muss sie denn. Als wir jüngst in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren. Da waren viele Holden, die mitfahren wollten. Schwäbische, bayerische Dirndl, du Heiratsan, der Schiffmann fahren. Schwäbische, bayerische Dirndl, du Heiratsan, muss der Schiffmann fahren. Als wir die mitgekommen, kam ein großer Nix geschwommen. Kam das Fräulein Kunigund mit hinunter auf den Strudelsgrund. Schwäbische, bayerische Dirndl, Heiratsan, muss der Schiffmann fahren. Schwäbische, bayerische Dirndl, Heiratsan, muss sie denn zum Städtle hinaus, so mein Schatz bleibt hier. Dankeschön. Dankeschön. Wir wünschen einen schönen Nachmittag. Sie wissen, in Kürze wird der Bock angezapft und der Maibaum aufgestellt und ein Kinderprogramm wird angeboten. Und wir suchen heute auch einen guten Nagler. Wir haben da einen schönen Baumstamm. Schauen wir mal, wer sich ein Maßbock verdienen kann.
Ja, ein herzliches Willkommen nochmal jetzt von der Drachenkapelle Regensburg-Stamm. Wir werden den Nachmittag Sie begleiten, quer durch Bockbeanstich, quer durch Maibaum aufstellen und Tanzaufführung und dann auch ein Kinderprogramm. Im Einzelnen werden wir ja immer die Attraktionen ankündigen. Die Attraktion hat sich gerade jetzt auf der Bühne versammelt. Die Drachenkapelle Regensburg-Stamm heute in einer Maximalbesetzung. 11 Musikanten, herzlich willkommen in unserer Drachenkapelle.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Biergartenfreunde und Freunde unseres Spitalkellers, ein nächster Höhepunkt steht an, aber Sie wissen da, wenn wir jetzt gleich da herrumpeln und anzapfen, ja, dann ist so wie überall. Nein, Spitalkeller ist ja was Besonderes. Wir haben jetzt den Martin und Daniel da, die sagen uns jetzt erst einmal, um was da geht beim Spitalkeller und bei dem Bier. Danke. Du darfst zwischendurch spielen wieder mal. Also so ungefähr. Hallo, Servus und grüß euch gut. Schön, dass wir auch da sein dürfen und dass wir euch erzählen, wie und wie besonders das, was wir heute traditionell bei uns im Spitalkeller tun, ist. Die Spitalbrauerei selbst ist unfassbar alt. Bereits im Jahr 1226 ist sie gegründet worden und zählt zu den ältesten Bayerns. Und wenn ihr jetzt mit vorausrechnet mit mir, dann wisst ihr, dass wir in 2 Jahren, wenn wir uns wieder sehen, alle gemeinsam 800 Jahre alt werden. Also vielleicht nicht wir zwar, aber unsere Brauerei. Wenn wir natürlich das Bier brauen, dann brauen wir es nicht hier oben, sondern unten direkt an der steinernen Brücke. Und das seit jetzt fast 800 Jahren. Hier oben im Spitalkeller wird seit sehr, sehr langer Zeit das Bier bereits ausgereift zum Lagern und Gären gebracht. Und das hat einen ganz wichtigen Effekt hier droben. So ist es, Martin. Denn tatsächlich, das Gären, das Lagern eines Bieres, das braucht kalte Temperaturen. Die waren gerade in der Vergangenheit gar nicht so einfach herzustellen. Und die einfachste Lösung dazu ist ein Kellergewölbe schaffen. Jetzt fragt ihr euch mal, ein Keller hier oben am Berg? Ja, freilich haben wir einen Keller hier oben am Berg, denn unten in der Brauerei, da ist die Donau so nah dran, wo wir da ein Kellergewölbe graben. So, da können wir drin schwimmen, aber mit Sicherheit kein Bier nicht lagern. Und deswegen haben wir hier oben einen Stollen, über 70 Meter lang in den Berg hineingeschlagen. Und damit wird das Bier gelagert, wird proaktiv kühlt. Eis wurde früher aus den Weihern, aus dem Regen herausgeschnitten und dort eingelagert. Und damit wird das Bier schon einmal auf eine passende Temperatur gebracht. Aber wenn wir Sonnenschein von oben haben, dann gelangt das Eis alleine auch nicht, Martin, gell? Tatsächlich braucht man zum Kühlen nicht nur der Keller von innen, sondern auch der Keller von außen eine gewisse Unterstützung. Also sind die Brauer dort mal schon unfassbar clever gewesen. Was haben sie also gemacht? Sie haben oben auf diese Keller Bäume gepflanzt. Ja, und wenn ihr jetzt mal nach oben schaut und das Blattwerk über euch bewundert, dann seht ihr vor allem den Biergartenbaum schlechthin, und zwar die Kastanie. Riesige Kastanienhaine hat man oberhalb der Keller pflanzt, und zwar nicht damit sie Schatten hat oder heute einen kleinen Regenschutz, sondern deswegen, damit wir die Gelegenheit haben, den Boden zu kühlen. Denn Kastanien haben große Blätter, die funktionieren fast wie ein Sonnenschirm und kühlen damit indirekt auch den Boden drunter. Ah ja, und Kastanien haben den großen Vorteil, die haben recht flache Wurzeln, das heißt, die machen wir im Keller unterhalb auch nicht kaputt. Ah ja, und der kundige Brauer hat natürlich ganz rasch gesehen, wenn ich einen riesig schönen Kastanienhain direkt oberhalb der Stelle habe, wo mein Bier ja ausreift und zur Perfektion kommt, dann kann man es ja da gleich ausschenken. Und genau aus dem Grund hat man direkt in diese Kastanienhaine große Tische und Bänke hineingestellt und hat nun dort direkt aus dem Keller ausgeschenkt. Und das tut man seit über 150 Jahren an dieser Stelle. Und genau das macht so einen Keller und so einen Kastanienhain überm Keller so besonders und wertvoll. Ja, und das Bier, das man am allerbessern und am allerliebsten auf so einem Keller trinkt, gerade zur sommerlichen Zeit, ist natürlich ein gescheiter Bock, oder Daniel?
Ja, und vor allem nicht irgendein Bock, sondern der Maibock, um den es heute geht. Und damit ein Bock, der eigentlich ein bisschen anders daherkommt als das, was wir emotional als Bockbier abgestempelt haben, weil da haben wir oftmals einen Bock, der sehr, sehr dunkel, sehr, sehr kräftig daherkommt. Ein Bock, den wir oftmals zur Winterszeit bei uns finden. Der Maibock ist so ein bisschen ein sommerlicher, ein leichter, schöner Gegenspieler. Und das Bockbier, was wir als emotional bayerisches Bier sehen, kommt tatsächlich vom Ursprung her gesehen aus dem hohen Norden. Das kommt tatsächlich aus Niedersachsen, man mag es kaum glauben, und zwar aus der Ortschaft Einbeck bei Hannover. Und das Bier Einbeckscher Brauer, das haben schon immer ein bisschen stärker eingebraut, ein bisschen würziger, ein bisschen kräftiger. Und wenn wir mehr Alkohol haben, dann lässt sich das Ganze besser lagern. Dann lässt sich das verkaufen, lässt sich das exportieren und vor allen Dingen nach dem Alkoholgeschmacksträger ist das wunderbar süffig und geschmackig. Und das haben wir in Bayern recht schnell gemerkt und dementsprechend haben wir uns entschlossen, das Bier aus dem Norden, das lassen wir uns runter exportieren, zu uns runter an den bayerischen Hofe und das mit dem Transport und mit dem Export, das dauert, das ist aufwendig und deswegen machen wir es ganz einfach. Wir holen uns einfach einen Braumeister zu uns hier runter. Ob wir den ins Abform haben, ob wir den führt haben, wir wissen es nicht genau, ist ja völlig wurscht, Hauptsache der ist da, Hauptsache er braucht jetzt für uns ein gescheites bayerisches Bier, einen gescheiten Bock und der Maibock, der hat noch einige Besonderheiten, aber ich würde sagen, die schauen wir uns an, nachdem wir erst einmal der Musik lauschen, denn dann geht's auch zum Anstich. Und dann machen wir kurz was jetzt. Ja, der Maibock-Anstich drückt näher, das Fass steht schon hier vorne bereit. Aber wenn ich in die Runde schaue, sehe ich ja den einen oder anderen Maibock, der bereits den Weg an die Tische gefunden hat. Die einen, die schon mal die Gelegenheit hatten, reinzuschmecken und zu verkosten. Und gerade wenn wir so einen Bock haben,
dann ist das was Besonderes. Dann ist das nicht einfach nur ein normales Hells, sondern nehmt mal gerne jetzt mal ein Glas Bock vor euch ab. Das Glas zur Hand, riecht es einmal rein. Wenn jeder rein riecht, dann riecht da einen traumhaften Jager. Als Südfanglage, ausgereift, bei perfektem Sonnenschein. Da riecht das Getreide, was vom Feldmähdrescher hergeschnitten wird. Ja, weil jetzt. Das, was wir beim Bier, wenn wir da irgendwo reinriechen, ist, was der Weinsommelier irgendwo herkriegt. Das haben wir beileibe nicht. Aber Martin, so ein Bockbier hat durchaus ein paar Besonderheiten und vor allen Dingen Besonderheiten, wo es sich lohnt, dass wir einen kurzen Blick drauf werfen, bevor wir alle gemeinsam vor allen Dingen hier unseren besten Maibock aus dem Fass probieren. Da hast du absolut recht, Daniel. Man riecht und schmeckt herausragende Dinge aus einem wahren Qualitätsbier. Wenn Sie reinriechen in unseren Maibock und Sie haben ihn wahrscheinlich auch schon teilweise im Glas vor sich, dann werden Sie angenehme Noten von Süße, Sie werden leichte Noten von Brot, genauso aber auch von fruchtigen, von Limonennoten mit in der Nase haben. Und wenn Sie es auf die Zunge nehmen und vorne antrinken, dann merken Sie die kräftige Süße, die der Bock mitbringt, diesen leichten Anklang von Honig, und sobald er auf den Zungenrücken kommt, dann kommt das raus, was man so als leicht kräftig Würziges mitnimmt, diese ganz sanft würzige Herbe, die dann im Nachtrunk noch übrig bleibt. Und genau das macht unseren Maibock in diesem Jahr so ganz besonders. Ein Bock der geschmacklichen Extraklasse. Und ich hoffe, dass er einer ab jetzt doppelt so gut schmeckt wie vorher. Wir für unseren Teil werden damit, lieber Erich, zum hochehrwürdigen und wichtigsten Schritt des heutigen Tages übergehen. Der absolute Höhepunkt, und genau dafür übergebe ich wieder zurück an unseren Großoberkapellmeister. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Einen Applaus bitte für den Martin und den Daniel. Wahrscheinlich haben wir alle miteinander noch nicht so viel Theorie vom Bier gehört, wie wir jetzt in 10 Minuten eingedruckt gekriegt haben. Aber wir kennen dieses geballte Wissen natürlich jetzt noch ein bisschen verdünnen mit Bier. Ja, und jetzt ist schon langsam soweit. Das Holzfass ist fast echt aus Holz. Es ist es ist voll. Und ich bitte jetzt die Honorationen, zu mir nach vorn zu kommen und das Fass anzuzapfen. So, jetzt kommt da eure ganze Armada belaufter Herren. Also, wir haben, der Wirt oder die Spitalleiter haben gesagt, wir lassen den örtlichen Dominator anzapfen. Wir begrüßen ganz herzlich den Stabfahrer Grüner. Herzlich willkommen, grüß dich, und er übernimmt die Verantwortung. Ja, flankiert von den Braumeistern, vom Pitt Krause aus dem Whisky-Museum, hören wir nachher noch was. Von unserem Liebling, er ist halt aller Liebling, ne? Weil er ist der Wirt, der hat das organisiert, dass wir heute da sein dürfen. Stefan, herzlich willkommen, vielen Dank. Ja, und da haben wir noch einen Herrn, der jetzt die Dienstaufsicht praktisch hat über die ganzen Spitaler aus dem Spitalrat, dem Relat Ammer, der jetzt schaut, dass wir das richtig machen, und dann kann er im Spitalmeister in die Chronik schreiben lassen, auch im Jahre 2024 wurde der Bock tropfenfrei angezapft. Ja, genau. Also, jetzt schauen wir mal, was wird. Ein paar Einweisungen noch von den Braumeister an unseren Pfarrer, und dann geht's los. Geht's los. Ich bin Rechtshänder. Genau, dass der Gummi in der Verkehrung mit drin ist. Keine Gewehr! Da muss ich nachher draußen mal sagen. Was sagen wir dazu? Also, lass uns fertig haben. Alle fertig? 3, 2, Lieber hinschauen, was ich habe. 1. Oi! Hey, Respekt! Ja, lang schon, kommt schon hinten raus. Und auf dies!
Mit einem dreiviertelten Schlag ist der Bogen auf einen Tropfen frei, können wir in die Chronik schreiben. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Respekt. So, und jetzt sind wir drauf. Gleich mal ein Sticker. Auf geht's. Sehr schön. 1, 2, 2. Jesus, haben wir einen Durst! Gratuliere, gell? Ja, das war das Beste, was wir jemals gesehen haben. Besser geht's nicht. Stefan, komm. Alle zusammen. Okay. Stefan, da ist die Kamera. Alle zusammen. Da ist die Kamera. Wo ist die Kamera? Und da jetzt. Machen wir jetzt mal so. Okay, Prost. Prost. Wie mein Bauch. Ja, wir sollen dann trinken, wenn ein Master und etwas Gesicht hält. Stefan, die Aber sicherlich besser abfüllen, auch der Whisky. Und der Piet Krause, der Whisky-Papst, ist heute bei uns und der macht jetzt da ein paar Worte zu, was uns mal Schön, dass ihr da seid. Natürlich, wenn wir ein Bier anstechen, dann müssen wir natürlich auch Whiskyfässer anstechen. Und wer Lust hat, ich lade Sie gerne ein ins Museum. Wir sind ab 14 Uhr da. Machen wir jetzt gleich auf. Und es gibt 2 neue Whiskys, die es nur hier in diesem Alkeller gibt. Einen sommerig cremigen mit Vanillegeschmack. Das ist unser Alligator Whisky. Und einen torfigen, der so richtig erdig würzig schmeckt. Und den können Sie im wunderschönen Keller selber abfüllen und draufschreiben, wer den abfüllt hat oder wer ihn kriegt. Also persönlicher geht's nicht. Wir stechen Whisky an, wir stechen Bier an, so wie es sein muss. Das ist ein Schmecker.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste im Spitalkeller. Der Stefan Dannert hätte für sein Maisfest vergessen, damals können wir den 5. Mai 2024 gehen. Ja, stimmt's? Am besten Tag geht es gar nicht gegen die Leute. Und es hat ja auch der bayerische Minister für Finanzen und Heimat gedacht und hat den 5. Mai 2024 zum zweiten Mal zu einem besonderen Tag erklärt. Heute ist der Tag unter dem Motto Heimat Erlebnistag. An den 200 Veranstaltungen in ganz Bayern stehen unter dem Motto unter anderem auch unser Maifest im Spitalkeller. Aber auch die Gartenausstellung in unserem Kulturzentrum in Holzhausen. Dort war der Minister heute Vormittag persönlich zur Eröffnung dieses Tages. So, jetzt für Sie kleine Orientierung für das weitere Programm. Also es ist noch ein Bock drin im Fassel. Und die wichtigste Nachricht. Gell? Und dann wird jetzt Musik noch 2 Stückchen spielen und dann richten wir unseren Maibaum her. Also noch 2 Stückchen, richten wir den Maibaum her und dann kommen wir durch den Biergarten rein und stellen wir auf. 1, 2, 3, 3.
machen das so, dass der Baum, praktisch der blanke Baum, wird jetzt hergetragen und dann brauchen wir auch ein paar Dirndler, die unseren Kranz mittragen und die Fahne und das Tafel. Das könnten auch die Kinder machen. Die Melina kann das Tafel nehmen. Und dann rückt er den Baum her und stellen wir auf. Auf geht's! Also, fertig. 1, 2, 2, 2. Ja, auf geht's! Die Frage, muss man in 3 Meter abgefallen? Abfallstufe. Video. Und zurück! Und dann weiter, zurück. Oh. So. Mal ein wenig zurück. Also, jetzt brauchen wir ein bisschen Applaus, dann schaffen wir das innerhalb von der 40 Minuten. Und auf geht's! Oh! Es ist wunderschön. Halt noch fest, ja, das ist Flugturm. Und 50. Ja, super. Kann man das auch schon So wie er steht, nein, so wie wir ihn ausgemacht haben mit Singen. Fertig? 1, 2, 2.
Ei gibt's Reragu, Reragu, Reragu. Gibt's den Heiratag, gibt's den Heiratag. Ei gibt's Reragu, Reragu, Reragu. Gibt's denn nur was Feines, was Sauerschweines? Ei gibt's Reragu, Reragu, Reragu. Gibt's denn nur was Feines, was Sauerschweines? Ei gibt's Reragu, Reragu, Reragu. Thank you.